Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. So, der schnüffelt sich immer nur den Weltmeister ab, der Wolf hier, während er am Suche ist. Und ich darf das natürlich auch nicht ignorieren. So, nicht jetzt Sarah. In dem Deal, oh, da hat aber noch gut abgezogen Blatt haben wir noch gefunden. In dem Deal sollten wir vielleicht noch ein klein bisschen leveln. Und sollten uns dann bei Gelegenheit, wenn es noch klappt vom Level her, um den Boss hier kümmern. Weil das Gebiet hier mit dem Boss, das ist durchaus eins, wo man etwas mehr parat haben sollte. Zack. So. Ansonsten wäre das echt nicht lustig. Gerade was es Aushalten angeht. Wachs haben wir noch gefunden. Okay. Damit kann ich leben. Und wie schaut's hier aus? Da ist noch so ein Knochenviperich. Okay, Schlammbombe und 2 Hitzeblitze haben wir noch parat. Okay. Sollte auf jeden Fall auch nochmal hochgelevelt werden, das Ganze. So, dann noch eine Schlammbombe hinterher. Dann müsste es das mit dem gewesen sein. Jo, sehr schön. Moment, hier war doch noch was, oder? Ah, ne, da hin. Öl, ich habe Öl gefunden. Und so ein Goldgräber-Tanz dazu. Iha. Was haben wir denn hier jetzt noch? Asche, kann man auch mal gebrauchen. Und hier ist noch... was ist dann hier im Selbstbedienungslader? Nochmal Asche für jeden. Sehr schön. Und hier tummeln sich überall die Moskitos. Kotz. Mistvieh, komm her. Gott. Geben zwar nicht viele Erfahrungspunkte. Eigentlich so gut wie gar nichts. Nee. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein und gehen wieder raus. So. Weil draußen kann ich auf jeden Fall noch leveln. Ab dort drin geht's dann eigentlich so, ja, da müsste man eigentlich am Ball bleiben. Das wäre etwas blöd, dann einfach abzuhauen. Nee, komm schon. Kann mal gucken, ich glaube, wir sind auf Level 5. Das heißt, ein bisschen was dürften wir auch noch reißen können hier. Zack. Aber Level 7 wäre schon nicht schlecht. Ah ja. Gerade rennen wir davor. Ackermann erreicht Level 5. Das ist gut. Wir rahmen jetzt auf dem... Ach, eben habe ich gedacht, irgendeiner hätte eine 50 abgezogen, aber es waren nur ein 5er und ein 1er. Okay. Ich mache jetzt hier nochmal in der Gegend alles platt. Gehe dann wieder zurück zum Alchemist. Kaufe noch ein paar Zutaten, Ei, und dann können wir eigentlich loslecken. Sag mir. Mistvieh. Ja, der Hund macht schon ordentlich Schade. Komm schon. Ich glaube aber Leverwurst hat schon Level 6. Komm. Ja, so machen wir das. So machen wir das hier in Prähistoria. Gut, dann rennen wir hier wieder runter. Latsch auf die Schniss. Und lauter Klätzeichs hier an Gegner. Müssen wir hier nochmal rumgucken. Da kriegt man nämlich wieder richtige Gegner. Schä serviert. Hör doch auf, mein arme Hund anzugreifen. Ja, wo sind sie dann? Wo sind sie, die Säue? Da ist einer und da ist noch einer. Zack. Ah, da ist anscheinend auch noch irgendwas. Ja, Öl. Sehr gut. Okay, reicht nämlich von Hitzeblitz. Ansonsten hätte ich dem auch noch direkt hinterher gejagt. So, dich kriege ich noch. Komm her, Knochenviper. Watsch. Und na, komm her. Gott, das läuft doch schon ganz gut so. Also noch A-Level wäre eigentlich sehr praktisch. Dann dürften wir soweit sein für den Gegner hier. Weil der Endboss ist schon nicht ohne, würde ich sagen. Dazu kommt auch noch, dass der Endboss auf dem offiziellen Cover von Secret of Evermore war. Weil der anscheinend wirklich sehr beeindruckend war. Knochenknüppel erreicht Level 2. Geil, jetzt können wir nämlich das doch machen. Wenn wir die B-Taste gedrückt halten, lädt sich da so ein grauer Balk auf, bis der rot ist. Und dann kann ich Uga einmal richtig hart draufhauen. Und noch einmal. Achtung. Uga. Zack, 50. Jawoll. Laden wir nochmal auf. Dann können wir nämlich hier wirklich was reißen. Selbe gilt halt auch für den Hund. Wenn der Hund
oft genug angegriffe hat, dann kriegt auch der Hundelevel und kann aufladen und macht dann zwar immer noch nur eine ganz normale Biss und nicht so kleine Animationen wie hier das einmal aushole und truffende Wetter. So, und Batsch. So, der Hund greift dann ganz normal mit dem Biss an, aber es zieht jede Menge ab. Also der Hund ist nicht so ein Schätzer. Okay, da ist wieder so einer. Und dann holen wir uns. Platsch. Ah, scheiße. Daneben. Au, dafür hat der nicht daneben geschlagen. Mistkerl. Ja, das war getroffen. Sehr schön. Der Hund hat dann schon gewone-hittet. Dann machen wir dasselbe mit dem. Au, beide erwischt. Und... Ah, Mistkerl. So. Sache erledigt. Hier unten dürfte... Na, keine Marder mehr. Okay. Keine Marder. Aber hier. Gut. Dann bleibt noch der hier. Platsch. Ui, das war nicht schlecht. Das war ziemlich ordentlich, ja. Komm her. Mädelein. Und dann gehen wir jetzt gerade nochmal speichern und auf dem Rückweg machen wir auch nochmal alles platt. Und dann dürfte sich das mit dem Level eigentlich erledigt haben, denke ich. So, wie sieht's aus? Quatsch, Formel mag ich eigentlich gar nicht auswählen. Aber Zutaten mag ich kaufen. Und zwar hätte ich ganz gern Öl noch ein bisschen. Ich hätte gern Wachs, wenn möglich. Kristalle passt jetzt erstmal. So. Spielstand mag ich auch speichern. So, Ackermann in der Käferstepp. Genau. Auf Level 6. Servus. Dann können wir wenigstens den Hitzeblitz noch ein paar Mal verwenden. Kann mal gucken, wie oft wir den verwenden können noch. Ja, 15 Mal passt. Passt doch. Das passt perfekt. Gehen wir jetzt nochmal da hoch und mal nochmal platt. Was wir platt machen können. Weil noch da was da ist. Weil die Knochenviper hat nämlich gespawnt. Das ist etwas schade. Zupf. Ah, mittlerweile gehen die schon in M-Schlag. Das ist echt gut. Gott. So, wunderbar. Da ist wieder der hier. In der Hoffnung, dass auch unseren Hitzeblitze-Level kriegt. Knallen wir einfach nochmal ein bisschen drauf. Ah, scheiße. Da ist jetzt der Hund zuvorkommen. Aber Hitzeblitz erreicht Level 1. Das ist gut. Sehr, sehr schön. Und manchmal können wir mit dem normalen Angriff hier schon eine One-Hit-Wonder landen. Au! Scheiß Kerl. Mist, du bist nichts anderes als eine Marder. Und... Na, fast. Fast. Die halten, glaube ich, 30 aus, die Viecher. Ja, was gibt's denn da noch? Was gibt's da noch? Leverwascht. Wo führst mich hier? Mann. Also manchmal geht er wirklich Umwege. Aber es hat sich gelohnt, wenn wieder Öl kriegt. An die Schildkröte, Panzer, da oben kommen wir auch noch dran. Keine Panik. Das ist nur derzeit beim Spiel nicht erreichbar, aber wir kommen auf jeden Fall noch dran. Gucken wir mal, was wir jetzt abziehen. Ah, 38. Das ist doch schon eine andere Hausnummer. Und Leverwascht hat auch Level 6 erreicht. Sehr, sehr gut. Und hoppla. Und... Ja, komm schon. So. Ja, also der Hitzeblitz hat definitiv jetzt eine ganz andere Hausnummer. Fuck. Das war der Nebelschlager. Wachs. Ah, dafür habe ich die jetzt beide erwischt. So, da. Gib ihm! Sehr gut. Und der lost ein Blattfaller. Die können wir auch sehr gut gebrauchen. Gerade bei dem Boss-Gegner können wir definitiv sowas gut gebrauchen. Und der macht's eh nicht mehr lang. Jo, sehr schön. Und... Mist. Aber der Hund hat's erledigt. Ich mag das sowieso sehr gern, die Animation von einem Hund als Wolfshund. Das gefällt mir sehr, sehr gut, um ehrlich zu sein. Ich finde eigentlich bis aufs letzte Level, bis auf die letzte Stage, sieht der Hund dann eigentlich echt blöd aus. Bis auf die letzte Stage und bis auf die erste Welt. Nur dort in den 2 Levels sieht es gut aus. In den 2 anderen, die dazwischen sind, zwischen Anfang und Ende, sieht der Hund meiner Meinung nach eigentlich nicht so besonders gut aus. Komm her, komm her.
Gott. Hund, du darfst auch gern mitmachen, so ist nett. Komm schon. Mist. Wieb hat der Knochen. Ja, Mist. Nee, komm schon. So, wird ein Schuh raus. Na, Allah. Okay, den kriege ich jetzt nicht. Da gibt es nur Abzug. Ah, jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt kommt das, worauf ich mich schon die ganze Zeit in A-Führungszeichen gefreut habe. Oh Mann. Da müssen wir jetzt rennen, glaube ich. Ne? Da müssen wir Dorum und Dorum müssen wir jetzt wirklich die Gegner ignorieren, sonst passiert genau das. Uns fault hier zwischendurch der Weg weg. Deswegen müssen wir da verschiedene A-Sätze nehmen. So. Manchmal muss man rennen, manchmal muss man langsam machen. Das ist schon nicht so einfach hier. Zack. Weil hier fault der Weg dann unter den Füßen durch. In der Käfersteppe. Nix. Ey Hund, ich sehe du leider nix. Du kannst schnüffeln so viel wie du willst. Okay, jetzt hier durch, dann da. Probieren wir es mal so rum. Okay, der Weg ist durchgefault. Da hat man jetzt schon... Ach, Scheiße. Oh, Mann. Ja, das sieht gerade echt bitter aus. Wenn uns jeder Weg hier verschlossen ist echt scheiße. Dann machen wir dich wenigstens so noch platt. Ist noch irgendwas? Okay, Asche. Nämlich auch dankend A. Können wir später auch gut gebrauchen, die Asche. Ja, scheiße. Alles wieder daneben. Komm schon. Och, Mann. Was dann das sein? Quatsch. So. Jetzt gehen wir nochmal die Rutsche runter, gucken uns unser Leute an, wie sie lustig aussehen. Und dann, wie war dann das nochmal? Ne, ja gut, jetzt kann ich der Hase geben. Also nochmal von vorne starten alles. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Der Deal ist definitiv mein Hassdeal hier. Das mag ich überhaupt nicht an der Käfersteppe. Oh nee, scheiße, das ist ja alles durch. Ach, mit Respawner ist doch nix. Mist. Ja, das ist sehr, sehr nervtötend. Okay, probieren wir es nochmal an diverse Stellen aus. So. Okay, der hat noch für uns, ja, genug Blätterhämmer. Lehm ist noch dort, okay. Wenn wir hier hochgehen und dort. Und dort. Oh, Mann! Und dort hoch. Scheiße, nee, da geht nichts. Wurzel haben wir noch gefunden, okay. Dankeschön. Ich glaube, es werden dann immer nur einzelne Dele wieder aufgebaut, wenn man das Gebiet ganz verlässt. Okay, Öl. Ja, super. Super Sache. Und nochmal Öl. Okay. Ja, also kann schon Hase geben hier. Müssen wir nochmal raus. Jetzt haben wir es bis fast noch overgepackt. Scheiße. Das ist dieser elende Spießrutenlauf im Käfer drin. Ah, Mann. Das ist echt schon sehr nervig. Wasser haben wir gefunden. Und nochmal drauf und das Wetter. Okay. Oh, Mann, 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 Mann. Ich bin wirklich kein Fan davon. Nochmal. Das hat nichts gebracht. Okay. Und so. Und Öl ist wieder dabei. Sehr gut. Das war ge-one-hitted. Sehr praktisch. Und so. Dann machen wir nochmal platt. Nee, da komme ich jetzt beim besten Willen nicht mit durch. Und da geht es nur noch so. Ich hoffe. Hoffnung stirbt zuletzt. Sehr gut. Nein. Scheißen Dreck. Okay. Da muss es... Oh Mann, da muss es anders schlafen. Also der Trick hier habe ich auch nie rausgekriegt, um ehrlich zu sein, wie das richtig funktioniert. Na toll. Jetzt waren wir fast ganz over. Jetzt sind die ganzen Wege hier abgekracht.
Oh Mann. Alter. Diese schäbige Kackrutsche hier. Generell dieser schäbige Weg. Das ätzt mich so an. So, probieren wir es nochmal irgendwie anders. Ja, Chef, faul auch noch weg. Damit ich bloß überhaupt keinen Weg mehr frei habe. Ja, genau. Als wieder drauf, der Ackermann hält was aus. Boah, Mann. Jetzt geht nicht mal die Viecher kaputt. So, danke, Hund. Großartig. Wir können ja hier nur noch runterrutschen. Da ist nichts mehr von uns übrig. Ja, jetzt halte ich auch noch wenig aus. Egal, ich warte aufs nächste Level. So sehr können die mich nicht stressen hier, dass ich 17 abgezogen krieg. Ach ja, stimmt. Oh Mann. Dran denken müsst man, dass der Weg schon weg ist. Da geht nichts mehr. Nochmal. Ganz, ganz vorsichtig. Probieren wir es einfach noch einmal. Irgendein Weg wird schon auch irgendwie offen sein für uns. Hoffe ich. Mach. Und? Oh, wir sind durch. Wir sind durch. Alter Falter. Boah. Das war jetzt aber auch mehr schlecht als recht. Meine Fresse. Gut, jetzt kommen wir in den zweiten Bereich. Der ist glücklicherweise nicht mit... Glücklicherweise nicht mit faulicher Passage gedeckt. Jetzt sollte ich mich aber dringend teilen. Da war dummerweise noch so ein Hansel gestanden. Und Ölhämmer gefunden. Okay. Und jetzt können wir da noch die Käferbär runterkraxeln. Und können uns dort noch diverse Sachen schnappen. Wie hier ein Blatt beispielsweise. Was ich sehr praktisch finde. Und da können wir hoch. Dann landen wir hier eine Etage höher. Zack. Und Platsch. Oh, da war noch was. Ah ja, bisschen Wasser. Verdorsten sollten wir ja auch nicht. Das da oben hätte uns eh nirgendwo hingeführt. Und genug Blätter haben wir sowieso. Alle hopp. Wenn wir genug Blätter haben, dann machen wir das doch gerade mal auf den Hund. So. Weil der Ackermann dürfte eh bald sein nächstes Level erreicht haben. Ich finde es mittlerweile selber eigentlich ziemlich witzig, weil ich sag ja immer bei den Let's Plays von mir zu irgendwelche Leute einfach nur so Ackermann, so random. Und da ist es umso besser, wenn jetzt unser Haupttyp einfach nur random Ackermann heißt. Hundekuchen haben wir gekriegt. Gut, das heißt, wir können unseren Hund wiederbeleben. Falls der versterben sollte. Eine Wurzel haben wir auch noch gefunden. Optimal. Okay. Huiuiui. Gerade mal gucken. Gerade mal was checken. Bei Befinden ist das, glaube ich. Wie lange noch? Oh, noch 24 bis zum nächsten Level. Ich finde, das sollte ich auf jeden Fall noch machen. Das nächste Level sollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das heißt, noch ein paar Gegnerkiller. Und dann ist es bald soweit. So, komm her. Jawohl. Wie viel habe ich noch? Nur noch 16 bis zum nächsten Level. Ja, kommt die paar Made, kann ich jetzt auch noch zerquetschen. Und dann habe ich auch mein Level gepackt. Da geht man nämlich auch mit voller Lebensenergie zum Endboss rein. Und den mag ich auch noch niedermachen in dem Deal, um ehrlich zu sein. Jetzt hat es mich gerade ein bisschen arg spornt. So, komm. Scheiße. Haben wir schon her? Ja, es ist nicht mehr lang. Aber hier ist auch noch irgendwas, wenn der Hund schnuppert. Ja? Nö. Na gut. Dann halt nicht. Manchmal macht er ja so Fake-Schnupperer. Das kann immer mal wieder vorkommen. Gerade mal jetzt Lucky Macher. Da ist noch eine. Ich hoffe, die reicht aus. Damit ich nochmal volles Level krieg. Ja, leider nicht. Aber da ist was. Jawohl, Wasser ist da noch. Sehr schön. Zack. Und jetzt aber. Jawohl, Ackermann erreicht Level Silver. Sehr gut. Jetzt können wir zum Endboss. Boah. Machen euch auf was gefasst. Alle schon die Musik.
klassische Käfer Vulgor. Oh Mann. Ja, der war auf dem Cover abgebildet von Secret of Evermore auf der Verpackung. Jetzt gehen wir mal wieder auf aggressiv. So und so. Und jetzt wollen wir mal. Okay, Hitzeblitz auf Vulgors Herzkammer. Das ist nämlich sein eigentlicher Schwachpunkt. Oh, und es macht verdammt viel Schade, merke ich. So. Die Würmer können wir jetzt so Brei hauen. Wir müssen nur oft genug drauf schlagen, bis die Brustkammer aufgeht. Und dann können wir auch drauf wäschen. So. Zack. Die Kammer geht auf. Also Reihe. Na, Mist. Schiergar. Und drauf. Drauf unter Wetter. So, jetzt kann ich in dem Ding bleiben. Kann hier aufladen. In aller Ruhe drauf unter Wetter. So. So wird ein Schuh draus. Aber ich glaube, ich sollte mich heilen, weil der auch ein bisschen Alchemie kann. Genau deswegen. Der kann ein bisschen Alchemie, der Vulgor. Das ist halt ein sehr vulgärer Kerl. Leverwurst, machst du platt. So, Dilla. Kriegen wir hier. Kriegen wir alles hier. Gut, jetzt dürfen wir wieder rein hier. Und knacken sein Herzl. Wow, 55 Schaden, nicht schlecht. So, und dann schmeißen wir noch gleich einen Hitzeblitz hinterher in die Herzkammer vom Vulgor. Ja, das macht auch ordentlich Schaden, merke ich. Und da liegt bestimmt noch ein Blatt vor uns. Ah ne, Eckkraller. Okay. Ja, dann hauen wir doch einfach mal das Ding raus. Das macht es, glaube ich, ein bisschen effektiver, hier mit Magie vorzugehen. Wow, unseren arme Leverwurst. Dringend muss der kalt werden. So, die machen wir auch noch fertig, um uns die Erfahrungspunkte zu holen. Und aber die Trommelmusik ist schon sehr geil, muss ich sagen. Also auf die Herzkammer drauf. Boah, 115. Das war richtig übel schade. Gott, der macht einen Melan. Zack. Und alles wieder drauf. Der hält eh nichts aus. Säurerege macht er noch hinterher. Boah, jetzt wird's bitter. Ja, das war bitter. Okay, Blätter. Wenn die Made wenigstens auch Blätter für uns liefern würden. Aber passt schon, so wie wir abziehen hier, das ist schon richtig, richtig gut. Jawohl, Leverwurst erreicht Level Silver, eben Hotzens Herz zerrobbt. Und ich krieg 750 Kraller. Wie das im Leben ist, der Käfer explodiert. Ein Käfer, Und mir noch was kriegt. Die Tarantelaxt haben wir erhalten. Damit können wir jetzt auch Buschwerk schneiden. Und ihr liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.